heb mal verteld wie nog waar Meier van de Auljemeene Konfrenz Arbeit in Chihuahua, Mexico. En wat hij daartoe bijgedragen heeft tot immer noch mehr auch kolonische und Kleingemeinde Eltern ihre Kinder bessere Schulbildung geben können. Was wir von der Auljemeene Konfrenz ihre Arbeit in Chihuahua vertalen wollen, das wird nicht an sehr viel Einzelheiten vertalt worden, wie ich nicht genug davon weiß. Das muss noch sehr an viel mehr Einzelheiten beschrieben und vertalen. Wir haben all einmal gesagt, dass die Russland-Mennoniten in Cuauhtémoc die Hoffnungsauljemeene gegründet haben und so weiter. In dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, auf den Seiten von 217 bis 219, sind Bilder von den Peter Jansen, Peter Fast, Johann Berg, Jakob Rennpenning und Hans Rennpenning, Families in Cuauhtémoc, Chihuahua. En ook een beeld van de Hoffnungsaulgemeentenglieder op Radekops Ehrenhof 1938 genomen. En ook een van de ganze gemeente van klein wat groot, ook 1938 bij Radekops. Ik geloof, jij er hinger der genomen. Dat is vast niet te geloven, dat van der allemaal ganz wenige van die ongeveer 75 mensen op diesem Bild nog in Cuauhtémoc wohnen. Aber dort sag es, dat deze gemeente zich al veel jaren terug ganz abgelöst heeft. Nu willen we hier nog een beetje meer van deze Russländer vertalen. Van ihre gemeente, van ihre scholen, van Radekops Geschicht en van Tante Katharina Schreider-Rennpenning ihre Arbeit als eine sogenannte Doktormamtje. En dan wieder van wo die Auljemeene Konfrenz ihre Arbeit, die an der Hoffnungsaulgemeente in Cuauhtémoc en op dem Radekop Rancho bij de Santa Clara Sommerfelder Siedlung aanvang. En dan ook van wo deze Konferenzarbeit met de tijd ganz überging nur eine Arbeit mang de Oldkolonie in Chihuahua. Wir wollen uns aber weiter von Anfang an sagen, dass wir bei unserem Vertalen von diesen Sachen weiter wollen sachlich bleiben und nicht persönlich worden. Wenn wir überhanden weiter Wortnomes nennen motten, um die Sache verständlich merken zu können, dann wollen wir nicht beschuldigt worden, denn das geht hier weiter darum, dass wir verstehen lernen, was in unserer Geschichte durch die Konferenzarbeit in Mexiko geändert hat und wodurch, nicht um gewisse Menschen zu beschuldigen oder zu loben. Ich habe diese Sachen, was wir nun vertalen wollen, in der ersten Zeit dort in Chihuahua zum Teil mitbeleefd. En dan wiederhaan heb ik die van Kanada uit beobacht. Ik heb me aber met Konferenzarbeiter, die in Chihuahua gearbeitet haben, besonders mit Helen Enns, die nu in Winnipeg, Manitoba wohnt, über diese Sachen befragt. En ook met etliche Oldkolonien in Sommerfelder, wo diese Sachen in Chihuahua mitbeleefden. Besonders mit David Friesen, die nu in Winkler, Manitoba wohnt, en met Peter Penner, die nu in Rheinfeld, Manitoba wohnt. Von den Russland-Mennoniten in Cuauhtémoc waren die meisten nicht sehr reich, aber die David Radekop-Familie war in wenigen Jahren reich. Viele von uns älteren Oldkolonien und Sommerfelder von Chihuahua können uns noch erinnern, wo Radekops Stuhl von Binnen aussah und wo wir durch unsere Produkte verkauften und etwa Zeichen allerhand andere Sachen inkauften. Wir können uns auch an manches Späßchen erinnern, was am Radekopstuhl entstanden ist. Ich erinnere mich daran, dass wir Geschwister uns einen Hofsmal jeder was Geld verdient haben, mit für die Nobers Schabeln uitbringen halten. Und wenn wir das Geld brauchen wollen, um für uns selbst neue Sachen zu kaufen, dann können wir das verdiente Geld alle für uns holen. Ich habe all immer haben wollt, dass die Eltern mir einen sonntagsschen Hut, einen Feldhut kaufen sollen. Und nu dat ich selbst Geld habe und mit nur die Stadt Cuauhtémoc fahren kann, nu ging ich ganz brav in Radekops Stuhl nehmen und stellt mich für den Toondash an und sagte David Radekop, als hij mich vroeg wat ich von der dann kaufen will, ich will einen Feldhut kaufen. Und der Radekop krieg ein Stopsel Feldhut mit einem Stock von einem Brat, von einem Schalf rauf, was so wie 3 Schuhe unter die Beinballtjes kriegt, boven dem sogenannten Toondash hang. Er gab mir erst einen Haut
zum Abhossen. Und als er sagt, dass mir die viel zu klein wäre, dann nahm er einen größeren Haut und passt mir den ab. Und als er sagt, dass der auch noch zu klein wäre, dann wird er so kräglich wie in meinen großen Kopf, dass mir das Hautscheipen meist verjingt. Aber ich kauf mir doch einen brünen Feldhaut für 3 Pesos. Und ich bin sehr stolz darauf, dass ich mir von meinem eigenen Geld einen sündhaften Haut hat schäpen konnte. Ein anderes Mal hörte ich bei Radekops am Stuhl, wo Radekops Peter de Lied frische Fisch anbaut. Er sieht dabei immer, wie verkaufen von der frische Fisch ohne Spiele. Dort fängt uns Jungs an so zu lachen. Dann bei uns hatten geschlachte Heiner spielen, aber die Fisch hatten Broden. In dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko, ab der Seiten von 227 bis 229 sind Bilder von David und Katharina Radekop selbst, von dem Radekop Stuhl und von Radekops ihre sogenannte Butterstuhl, auch von dem Walm für dem Radekop Stuhl und so weiter. Auf der 228. Seite ist ein Bild von Bernen am Radekop Stuhl. So kann je sein, wo voll wo dort Stuhl immer wäre. Auch sogar, wo die Schelfs boven dem Tondasch unter die Beenbaltjes hangen und auch ganz voll waren gesagt werden. Noch ein anderes Mal, wo ein Ola Oomtje am Radekopstuhl Weke Zeitwohr oder Marshmallows schäpen. Er konnte auch eine Dose mit Zeitwohr hinter dem Tondasch am Schelf seinen, aber er wusste nicht den Namen dafür. Und als Oomtje Radekop am Früh, was er schäpen wollte, dann buchte Ola sich so weit als er kann über den Tondasch, weiß nur die offene Dose mit Zeitwohr han und sieht, ich will für 1 Peso von dat Weke von meine Früh. Diesen Uitdruck, ich will für 1 Peso von dat Weke von meine Früh, den haben wir Jungs noch lang fürken, wo gebraucht. Wann von die noch wer nicht das Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko haft, der soll sich dort vielleicht kippen. Denn da werden erst nicht mal viel von Radekops Erben geschafft und guckt auch, aber auch viel anderes von unserer Geschichte und Bilder und Wert für unsere Zukunft abgewahrt worden. Vor vielen Jahren brachten sehr viele von den Mennoniten in Chihuahua ihre Produkte, sowas Eier, Butter, Schmalt, Schenkes und so weiter, mit noch Cocktailmuck und verkauften die meistens an Radekops und kauften dann auch an ihrem Stuhl etwa Zeichen und andere Sachen an. Mit der Zeit konnten die Leute bei Radekops auch so eine Sachen als Schmier und Reparatur für die Trekters, Tagblech, Reifen für die Wheels und Boggers und allerhand andere Sachen schäpen. In den 1940er Jahren hatten Radekops sogar die John Deere Agentschaft und viele Büros kauften neue Trekters, Display, Kultivatoren und viel Einräge weiters. 1949 bis 1950 bauten die Radekops einen Elevator mit modernen Einrichtungen, dat Getreide werden abzuschärfen und von dort an die Suchkornen zu verloten. Sie kauften dann lang jeder Jahr viel höher ab. Bilder von dem Radekop Elevator sind auf der 233. Seite in dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko zu sehen. Den Elevator zu bauen hat Aaron Radekop amerikanische Baumeister angenommen. Die ewige Arbeiter, die den Elevator von Zement abgehalten halten, wären meistens alkoholische Mennoniten. Wie es das Elevator abgehalten, wenn das erst einmal angefangen hat, auch am Sonntag wieder wohnen muss, hat Aaron Radekop sich dort bei Isaac am Dick vorher ausgearbeitet, dass seine alkoholische Arbeiter in diesem Fall auch würden am Sonntag arbeiten dürfen. Das Elevator ist gerade bei der Isarbahn gebaut worden, sodass das Getreide von dort aus leicht an Isarbahnkorn verloren werden kann. In den 1950er bis 1980er Jahren sind Tausende Tonnen Hover durch diesen Elevator gegangen. Bernhard Wiebe, wo viele von unseren Liedern in Aylmer, Ontario kennengelernt haben, die wir vor vielen Jahren bei Aaron Radekop seinem Elevator die Angestellten um die Kolonisten ihren Hover wählen, wenn die den da verkaufen kämen. Wir haben das Elevator aber auch lang nicht viel was anderes getan, als sehr groß den Namen Coca-Cola gedrückt. Die Radekops können die Mennoniten auch, wenn sie nicht Geld haben,
so ist das dann gesagt wird, anschreiben lassen oder barien. Wer seine Schuld dort dann pünktlich betont, der hat da immer weiter Kredit. Viele von den anderen Russland-Mennoniten wären die Radekop-Familie eher Arbeiter. So ist das dann meistens erst, wenn eine Familie sehr bührt, und andere Familien für die ricke Familie arbeiten müssen, dann glauben einige Menschen mit der Zeit Ursache gefunden zu haben, unzufrieden zu sein über ihren ricken Arbeitgeber. Und so wird es auch manche Russland-Mennoniten in Quacktemok. Einmal hat Prediger Peter Jansen sogar ein bisschen zu viel gesagt über die Gefahren von Norrektum trachten, als er an seine Predigt, wo er Matthäus 19, Vers 16 bis 30 als Text gebracht hat, und dann ein bisschen zu sehr betont hat, wo schwer dort vor einem Ricken sein kann, seilig zu werden. So verteilt er mir dort Lothar mal. Und dann, so sieht Prediger Jansen, hat David Radekop an und seine Früh nur dem Gottesdienst bei ihm zum Mittag eingeladen. Und kurz nach dem Mittageten hat er ihm dann gut vergenommen, wie ein Wort von seinen Bemerkungen und seine Predigt über die Gefahren von Rick worden wollen. Die Früh Katharina Schreider-Renpenning in Quacktemok haben viele von uns ältere Lied kennengelernt als Doktormamtje oder als Trachtmilkermamtje. Sie will aber auch eine Hebamme, Midwife. Und als Sonne wird sie vielmals in der Oldkolonie ihre Dörfer hineingeholt, um bei Geburten helfen. Viele von unseren Lied, wenn sie in Quacktemok wären, leiten sich von dieser Trachtmilkermamtje Trachtmilken, besonders die Frühes. Ich erinnere mich daran, dass Tante Renpenning mal noch unsere Nobasch, noch Franz Ginters, geholt wird, am Tracht zu merken, als er beim an der Schienen Becken mit einem hohen, haltenden Doppelboxwellen voll Spree aufgefallen wäre und sich sehr zunichte gestarrt hat. Tante Renpenning kann beim Trachtmerken ein bisschen hurtig werden, wie anderen dort hunsch waren, und als sie Ginter dann Trachtmerkt, dann können wir Kinder dort büten gut hören, wo er vor Weide nicht still bleiben kann. Als die ganze David Radekop-Familie sehr reich war, und die ewige Russland-Familie meist alle nicht viel Geld hatten die Radekops die Hoffnungsau gemeint ihr Kirchengebiet sozusagen allein betont. Und die Gebiete, wo die Russländer ihre Schuldkinder ungerecht wurden, gehörten auch der Radekop-Familie. Und dort wird für die Hoffnungsau Gemeindenglieder manchmal ein bisschen verhängnisvoll. Wir wollen hier nicht viel mehr davon sagen, bitte, dass es scheinbar da wäre, dass die Hoffnungsauer all von 1950 an immer einen leitenden Prediger hatten, wo er an von der Auljemeene Konfrenz zugestellt wird. Die Hoffnungsauer gemeint hat auch von 1950 an Schullehrer, wo sie von Kanada, ich glaube, anfänglich dachte, dass MC nach Quacktemok ankommen leiten. Und einer von diesen kanadischen Schullehrer gibt von 1950 an Schulunterricht auf Radekops ihrem Rancho, dicht bei der Sommerfelder ihrer Santa Clara Kolonie in Chihuahua. Über den Prediger, den die Konferenz der Russland-Mennoniten in Quacktemok stellten, hatten sie noch ihren Prediger Peter Jansen. Und einer von der Hoffnungsauer gemeint ihre Predigers fuhr von 1950 an jeder Sonntag auch auf der Santa Clara Siedlung Gottesdienst holen. Die kleine Gruppe Sommerfelder Familien, von wo die meisten Eltern ausgeschlossen worden wären, von der Sommerfeldschen Gemeinde, mit wo von den Hoffnungsauer Predigers am Sonntag Gottesdienst hielten, die versammelten sich für ihre Gottesdienste in Heinrich und Katharina Friesen ihrem Heim im Dorf Weidenfeld Nummer 51. Im Jahr 1954 hielten die Russland-Mennoniten in Quacktemok oder die Hoffnungsauer Gemeinde bei der Auljemeene Mennonitische Konferenz in Nordamerika daran an, dass sie ihn auch mit Schullehrers betreuen sollen.
En von 1955 an stahl de Konferenz de Hoffnungsauljemeene einen Prediger en 2 oder mehr Schullehrers. Einen Schullehrer oder mehr für die Russland-Families in Cuauhtémoc en einen für die Schule auf dem Radekopfrancho bei Santa Clara. Auf der 238. Seite an dem Bilderbuch 75 Jahre Mennoniten in Mexiko sind 2 Bilder von Schulkindern auf dem Radekopfrancho bei Santa Clara genommen. In dieser Schule wurden nicht nur die Eltern ihre Kinder ungerecht, was Radekops ihre Arbeiter wären auf ihrem Rancho, aber auch mehrere paar sommerfälsche Eltern ihre auch. Auf dem einen Bild stehen Anita Remer Harms und ihre 2 Schwestern und auch ihre Lehrerin Helen Enz von Rheinland, Manitoba. Die sommerfälle Eltern, 7 Personen, die ihre Kinder in diese Schule schickten, die wurden alle von der Gemeinde ausgeschlossen. In der Hoffnungsauer Schule bei Cuauhtémoc schickten auch bald Auljemeene Eltern ihre Schulkinder. En Auljemeene Gemeindeglieder, wenn die von der Gemeinde ausgeschlossen worden wären, dann dürfen die nicht in ihre Gottesdienste, dienstliche Versammlungen kommen. In Auljemeene, die werden dort rumreifen, Räder, Brücken und ihre Traktoren oder werden Kaufwarte fahren, ausgeschlossen worden wären. Die fangen in den Lot 1950er Jahren an mit ihrer Familienstaub in Cuauhtémoc zu den Russländer ihre Gottesdienste zu fahren in der Hoffnungsauer Kirche und schickten auch ihre Schulkinder in der Russländer ihre Schule. Als ältester Isaac am Dick erfuhr, dass immer noch mehr ausgeschlossene Vaters mit ihrer Familienstaub zu den Russländer ihre Gottesdienste fuhren in Cuauhtémoc und auch ihre Schulkinder in den ihre Schulen schickten, dann fuhr er, ich glaube am Herbst 1962, einen Tag nach Cuauhtémoc hin und redet dort mit Aaron Radekop wegen dieser Sache. Er sagt ihm, die mochten unsere ausgeschlossenen Glieder nicht in jene Kirche kommen lassen und auch nicht den ihre Schulkinder in jene Schule. Dann, wenn die dort in jene Kirche in Schule abnehmen, dann wollen die nicht mehr zurückkommen. Dann wollen die ihre Sache nicht mehr trachtmerken an unsere Gemeinde. Hier muss wir weiter aufbrechen für das Mal. Nächstes Mal vertellen wir noch weiter mehr von der Auljemeene Konferenz ihrer Arbeit in Chihuahua und von was diese Arbeit dort beigetragen hat, dass immer noch mehr kolonische und kleingemeinde Eltern ihre Kinder bessere Schulbildung geben können. Und von was dadurch an unsere Geschichte alle geändert hat. Bis nächstes Mal. Ich sehe George Remper.